Wieso hilft niemand den Menschen zu Gaza? Mein ganzes Feed ist voll mit so Bildern. Über 100 Hilfswerke sagen, es wird immer katastrophaler. Die Menschen sterben vor Hunger. Israel müsse die Grenzen unbedingt auftun, dass man den 2 Millionen Menschen zu Gaza helfen kann. Mich überrascht nur, dass auf einer menschlichen Ebene und einer politischen Ebene nicht mehr unternommen wird, um das jetzt dazu ein Ende zu bringen. Das wird uns jahrzehntelang verfolgen. Und ich muss Ihnen sagen, es wird später niemand sagen dürfen, wir wussten nichts davon. Für ihn und für viele andere bleibt die grosse Frage, wieso macht niemand etwas? Zuerst mal, Israel sagt weiterhin, die Hamas sei die Schuld an allem, sie stellen das ganze Essen und die Bilder mit den Kindern sind Propaganda. Fakt ist, seit ein paar Monaten organisiert nicht die UNO die Lieferungen von Lebensmitteln, sondern Israel und ihre Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF. Und seitdem herrscht Chaos. Es werden immer wieder Menschen erschossen, wenn sie versuchen, in diesen Verteilzentren Essen zu bekommen. Israel sagt, das stimme nicht. Sie reden laut der New York Times von Warnschüssen. Ärzte ohne Grenzen betreiben eines dieser Spitäler in der Nähe der Verteilzentren und sie beschreiben es so. Ce sont des zones qui sont grandes comme des terrains de football et donc ces centres sont quand même assez éloignés, ce qui veut dire que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont malades n'ont pas accès. Et donc évidemment ce qui se passe, c'est qu'il y a une foule énorme qui arrive. Wenn jemand zu früh zu den Verteilzentren käme, werde geschossen. Wenn jemand aus Platznot über die Absperrungen kumpelt, werde geschossen. Und wenn die Leute dann nicht genug schnell wieder gehen, werde geschossen. Es gibt nur wenige Bilder von dem. Die BBC sagt, sie haben diese Videos verifiziert. Ob die Infos stimmen und ob die israelische Armee schießt oder private Sicherheitsleute von GHF, ist mega schwierig zu beurteilen, weil Israel keine Beobachter rein. Et quand vous voyez tous ces blessés qui arrivent comme par hasard dans les structures de santé juste à côté du site de distribution, il y a peu de doute quand même. Das ist, was wir im Moment wissen, aber wieso machen die westlichen Regierungen nichts? Diese Woche haben 28 Staaten eine gemeinsame Erklärung unterschrieben, die fordert, dass der Krieg sofort aufhören soll, aber die ist eher symbolisch, als dass es wirklich etwas bringt. In Europa ist die Angst, dass eine Kritik an der Regierung von Israel als antisemitisch ausgelegt werden kann, gross und darum macht sie auch keine Sanktionen. Und die USA ist und bleibt der Waffenlieferant von Israel und gleichzeitig hat Trump das Budget für humanitäre Hilfe radikal gekürzt. Aber es gäbe ja auch noch die internationalen Völkerrechte, hat die keine Bedeutung mehr. Schon letzten Sommer hat der Internationale Gerichtshof gesagt, dass die Besetzung von Israel von den palästinensischen Gebieten rechtswidrig ist und sofort aufhören müsse. Aber der Respekt für das internationale Völkerrecht nimmt immer mehr ab, auch in demokratischen Ländern. Und so bleibt die einzige Hoffnung für die Menschen im Gazastreifen die Verhandlungen für die Waffenruhe, wo gegen noch keine Lösung in Sicht ist. Wie gehst du mit dieser schlimmen Situation um?